Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, wir sind gestrandet auf einem LKW-Parkplatz. Wir mussten fluchtartig den letzten Stellplatz verlassen und stehen darum hier auf dem wohl größten LKW-Stellplatz in ganz Litauen an der Grenze zu, und jetzt sage ich es, Polen. Es geht zurück nach Polen, und zwar geht es heute in die Masuren. Wir machen noch einen kleinen Umweg, bevor es in die Ukraine geht. Wir fahren noch ein bisschen bis nach Danzig hoch, erkunden noch so ein bisschen den Norden von Polen, weil wir ja im letzten Jahr Polen nicht so viel Zeit gewidmet haben. Genau, so ist es. Jetzt habe ich es endlich verraten. Wir sind frisch geduscht, haben im Auto unsere Indoor-Dusche ausgepackt und uns frisch gemacht nach dieser doch etwas anstrengenden Nacht und freuen uns jetzt sehr auf das nächste Land, auch wenn mir persönlich das Herz ein bisschen blutet, Litauen zu verlassen. Gehört für mich in die Top 5 von ganz Europa, aber zu dem Thema machen wir dann über den Winter mal sicher noch ein Video. Ja, schön seid ihr mit dabei, los geht's! Eine halbe Stunde unterwegs und schon sind wir an der nächsten Attraktion. Die hat sich Steffi so sehr gewünscht und ich habe natürlich nicht Nein gesagt. Wir sind am Dreiländereck zwischen Russland, Polen und Litauen, genau. Russland, also Kaliningrad, und hier muss es irgendeinen Punkt geben, der genau gekennzeichnet ist, wo dieses Dreiländereck ist. Wir haben jetzt hier mal geparkt, es gibt unzählige Informationen, es wurde gefördert, so wie das Ganze aussieht, es hat eine Feuerstelle, man kann hier übrigens auch übernachten, der Platz ist auf Park4Night eingetragen, aber das alles interessiert uns nicht, wir wollen jetzt diesen Punkt sehen und stapfen los. Ja, jetzt haben wir ihn gefunden, den Grenzstein von diesem Dreiländereck. Und es ist ein klitzekleines bisschen speziell, weil 2 Länder gehören dem Schengen-Raum an. Eines nicht. Und in Russland, also man darf jetzt anscheinend auch nicht gegen die russische Grenze fotografieren und so weiter. Eintreten darf man auch nicht, selbst wenn man ein Visa hat, weil das kein offizieller Punkt ist. Aber jetzt war hier gerade eine Busladung voller Leute hier, also es ist ein Reisebus, der jetzt hier war. Und ihr seht ja jetzt hier diese Säule, und die Säule, die ist abgeteilt, oder? Also ein bisschen mehr als 3/4 gehört auf polnischem Boden. Wir hatten eine Zeitverschiebung, wir sind jetzt zurück in der mitteleuropäischen Zeit, also in der Zeitzone, in der auch ihr in Deutschland, der Schweiz, Österreich oder wo auch immer ihr uns schaut, wenn es nicht gerade England ist oder Großbritannien im Allgemeinen, sind wir in derselben Zeitzone. Wenn ich jetzt aber so mache, jetzt bin ich eine Stunde später, weil hier ist Litauen. So, wie spät hast du es? Ich habe es jetzt 9, nein gut. 10. Du hast 10, dann habe ich 11. Genau. Hallo aus 11. Ein Blick in die Zukunft sozusagen. Wenn wir jetzt ganz mutig sind, dann hüpfen wir nach Russland rein. Jetzt stehe ich in Kaliningrad. Kommen wir aber schnell wieder zurück. Und ich würde sagen, wir knipsen hier noch ein Bild, wenn wir auf der russischen Seite stehen. Wer weiß, müssen wir dann mal noch entscheiden, ob das zählt. So, ich stehe immer noch hier in Russland und jetzt die Frage an euch, ich stehe definitiv auf russischem Boden. Dürfen wir das zählen? Was meint ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir klatschen aber schon mal ab, oder? Wir klatschen definitiv ab. Nummer 41. Russland. Got it. Und als offiziellen Beweis, dass es jetzt wirklich Russland war, gibt es hier auch noch eine Grafik, wo man sieht, eben der größte Teil gehört Polen, dann haben wir Litauen, also hier der gesamte Schengen-Raum, und hier drüben ist Russland. Hier steht eigentlich, dass man das nicht machen darf. Aber ganz ehrlich, jeder, der hier hinkommt, macht das.
Also ihr Lieben, wir haben uns kurz besprochen auf dem Rückweg und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir definitiv russischen Boden unter den Füßen gehabt haben. Zwar wirklich nur für kurze Zeit, wir haben nicht da gegessen, wir haben nicht da geschlafen, gut, wir hätten den Schlafsack mitnehmen können und da übernachten, haben wir aber nicht gemacht. Und darum, ihr wisst alle, was jetzt kommt, kleben wir den Russland-Sticker auf, Landnummer 41. Diese Sticker, die gibt es übrigens bei den Bloggern von What a Bus, die könnt ihr online bestellen. Link gibt es unten in der Infobox. Wir werden ja immer wieder gefragt, woher das die sind. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir das für uns einfach so machen. Ja, wir waren da. So, das war's jetzt hier vom Dreiländereck. Jetzt fahren wir los Richtung Masuren. Die sind noch rund 2,5 Stunden entfernt. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Ich habe schon so viel Gutes und Schönes von diesen Masuren gesehen und gehört. Und jetzt geht's endlich auch selber dahin. Leute, wir versuchen uns gerade Internet zu besorgen. Das ist in Polen nicht einfach und zwar aus dem einfachen Grund, dass hier einfach niemand Englisch spricht. Wir haben das quasi noch in keinem Land erlebt, dass einfach gar niemand im Dienstleistungssektor Englisch spricht. Das ist so komisch und wir haben uns jetzt eine erste SIM-Karte besorgt, die hat leider nicht funktioniert, darum musste jetzt Steffi nochmal zurück in den Shop und ist jetzt seit gut einer halben Stunde wieder weg. Keine Ahnung, was da los ist, ob sie nicht drankommt. Dafür habe ich zwischendurch jetzt hier ein Musikspiel gehört. Mittags um 12. Klingt es hier in dieser Stadt genau so. Weiß irgendjemand von euch, warum das in Polen mittags hier so eine Musik gespielt wird? Echt komisch. Ich warte jetzt mal weiter auf Steffi, hoffe, dass sich das Problem langsam löst, weil wir haben noch ganz schön Strecke vor uns und ich habe Hunger. Ja, wir warten weiter. Schau mal, wer wieder da ist. Wir haben auf dich gewartet. Ja, ich habe teilweise sogar mittels Google Translate mit der Dame kommuniziert. Ist das echt krass? Ich meine, in Litauen oder allgemein im Baltikum konntest du mit jeder Verkäuferin an der Kasse noch irgendwie besprechen, ob jetzt die Wurst Käse drin hat oder nicht. Habe ich gerade erzählt. Ist echt schockierend hier, oder? Ja, schon ein bisschen, weil die Dame, ich meine, die arbeitet im Dienstleistungssektor. Ja, und die ist nicht alt. Also die ist vielleicht ein paar Jährchen älter als wir. Das heißt, die lernen hier irgendwie gar nichts in der Schule. Also sie konnte 2 Weeks zum Beispiel, hat sie nicht verstanden. Tja, also aber wir sind jetzt online, ne? Wir sind jetzt online, ja. Gut. Tarif hast du schon erklärt? Nee. 25 Zloty für 30 Tage, unlimitiert SMS, Telefonie, MMS und dazu 10 GB Daten. Von? Die Dame von Telekom? Telekom? Ja, Telekom. Ich glaube schon Telekom, T-Mobile. Und sie meinte, oder sie hat den Kopf geschüttelt, als ich Ukraine und Germany und so gefragt habe, meinte sie, aber davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Das werden wir einfach mal testen. Wobei ich denke mal, wir werden noch auffüllen müssen, weil 10 GB ein bisschen wenig. Wir sind den Masuren schon ganz schön nahe gekommen. Sie sind nur noch ein Stückchen von uns entfernt. Beim ersten Visita Center waren wir jetzt, haben uns mal Informationen zum Kanufahren in den Masuren geholt. Waren jetzt hier auch schon mal essen und jetzt soll hier im Ort ein Stellplatz sein, weil jetzt sind wir die letzten Tage, ja die letzten 2, 3 Tage sind wir jetzt ordentlich gefahren für unsere Verhältnisse. Und deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen noch niederlassen, bevor wir dann tatsächlich losgehen. Und die schwarzen Wolken, die da aufziehen, die sind auch ein Grund dafür.
sind eigentlich zurück in unserem 20. Reiseland, wisst ihr das? Polen war Nummer 20. Jetzt haben wir mehr als doppelt so viele. 41 seit heute? Ja. Ja, Reisefreunde, von Schnupfen ist man leider auch auf Reisen nicht verschont. Die letzten 3 Tage waren wir jetzt hier in Polen auf einem Campingplatz, weil es hat mich echt ein bisschen flach gelegt. Also ich hatte 2 Tage Karlchenruhe und ja, Louis hat die Zeit genutzt, um Videos zu schneiden, eure Kommentare zu beantworten und so weiter. Und das Narva-Video ist ja erst vor kurzem, also für uns jetzt, rausgegangen. Und da haben wir ja gefragt, zählt für euch Russland oder nicht? Weil da haben wir ja über den Fluss geschaut. Und da habt ihr alle gefunden, nein, auf keinen Fall, das zählt nicht. Die einen haben zum Beispiel geschrieben, erst wenn Karlchens 4 Gummis im Land stehen, zählt das Land. Und in diesem Video waren wir ja in Russland, aber halt auch auf so eine ein bisschen Hintertürchen Art. Die Reifen von Karl, die waren definitiv nicht auf russischem Boden, für das ist der Boden da auch einfach zu klein und es hat zu viele Fahrverbotsschilder und allein, dass wir schon auf russischem Boden waren, war ja schon genug illegal, da wollten wir nicht auch noch, ihr wisst, was ich meine, und wir wollten jetzt auch nicht irgendwo ein bisschen weiter drüben dann einfach über eine grüne Grenze fahren, weil das mit Russland, das ist schon ein anderes Kaliber als einfach so ein bisschen sonst in Europa rumtingeln. Für uns ganz klar, Russland zählt. Wir waren beide vollständig auf russischem Boden und ja, ich hoffe, dass auch ihr das für uns jetzt mitzählen könnt, dass auch ihr einverstanden seid. Wobei eben, es ist russischer Boden, es ist Fakt, wir waren halt einfach nicht besonders lange da, aber Russland ist nun mal halt auch einfach nicht ganz so einfach. Wir hoffen, dass wir das mit Weißrussland ein bisschen besser hinkriegen. Für Karl wird es auch da keine Möglichkeit geben, ziemlich sicher. Für uns haben wir hier ein paar Optionen, die wollen wir austesten und dann sollte, wenn alles klappt, eine Stadt und eventuell sogar ein Nationalpark drin liegen. Aber das ist vorgegriffen. Jetzt geht es erstmal hier noch ein bisschen durch Polen. Ich möchte noch ein bisschen was von den Masuren sehen. Leider, eigentlich waren wir jetzt hier ein paar Tage eingeplant mit Danzig noch und so weiter und so fort und dieser Sanddüne, aber die Krankheit hat mich jetzt wirklich flach gelegt und ja, jetzt fehlt uns Zeit. Aber jetzt fahren wir los und dann war es das für euch von diesem Vlog. Gute Besserung braucht ihr mir eigentlich nicht mehr zu wünschen, aber Gesundheit kann man ja immer brauchen, weil bis ihr das Video seht, bin ich hoffentlich längstens wieder auf dem Damm und auch diese ein bisschen spezielle Stimme ist dann hoffentlich wieder weg. Sie. Ja, ich höre immer wieder so ein bisschen, oder? Habt ihr das auch manchmal, wenn ihr erkältet seid, dass euch jemand sagt, ja, diese Stimme ist so erotisch. Egal, auf jeden Fall, ihr wisst, wie es geht. Däumchen, Glocke, Abo. Brauche ich nichts zu erklären. Viel Spaß euch heute, was auch immer ihr macht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.